Vor ein paar Tagen habe ich die Flüge angeschaut, von Zürich nach Los Angeles. Ein Kollege hat mir beim Surfen einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, ich soll mich über ein VPN via Guatemala einloggen und das von einem neutralen Computer aus machen, nicht mit meinem eigenen. Und dann sollte ich auch andere Preise sehen. Das hat mich natürlich gewundert gemacht. Was steckt da eigentlich dahinter, wenn sich ein Flugpreis anders zeigt, je nachdem, wer von wo aus sucht? Ciao zusammen, von Gunter hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video habe ich für uns angeschaut, wie funktioniert das eigentlich, dass verschiedene Leute für das Gleiche verschiedene Preise sehen. Und ob uns in der Schweiz jemand davor schützen will. Aber fangen wir wie gäng von vorne an. Zwei Leute, die zur genau gleichen Zeit den gleichen Online-Shop suchen. Und trotzdem sieht der eine den anderen Preis als der andere. Das klingt erfunden, ist es aber nicht. Die US-Reiseplattform Orbitz hat vor Jahren festgestellt, dass Leute mit einem Apple-Computer bereit sind, für Hotel mehr Geld zu zahlen. Und hat ihnen darum teurere Hotels generell zuerst angezeigt. Unterscheiden müssen wir aber zwei Sachen. Das erste kennen wir alle. Das sind dynamische Preise. Das bedeutet nichts anderes, als dass zum Beispiel ein Hotel in Paris in der Hochsaison im Sommer teurer ist als in der Nebensaison im November. Oder ein kleiner Eintritt kostet manchmal am Montagabend ein bisschen weniger als am Freitag oder am Samstag. Oder ein Swiss-Direktflug nach Los Angeles im Juli kostet tendenziell mehr als im Februar. Gut, vielleicht nicht gerade, wenn die Strasse von Hormuz gesperrt ist, aber das ist ein anderes Thema. Item. So saisonale Preisunterschiede, je nach Anfrage und Angebot, das ist mittlerweile völlig normal. Das Entscheidende beim dynamischen Preis ist, wenn zwei Leute im gleichen Moment den gleichen Flug anschauen, sehen beide den gleichen Preis. Der Preis schwankt zwar je nach Angebot und Nachfrage, aber er schwankt für alle gleich. Das Zweite ist eben etwas ganz anderes. Und dafür gibt es noch gar keinen guten deutschen Namen. Die US-Handelsaufsicht, FTC, sagt dem Surveillance Pricing. Bei so einem Angebot schwankt der Preis nicht für alle gleich, sondern je nachdem, wie hoch jemandem seine persönliche Kaufkraft ist. Oder anders gesagt, wie viel der oder die verdient. Das System schätzt, wie viel man zahlen kann und zeigt dann den entsprechenden Preis an. Das basiert auf unserer Datenspur. Also, was für einen Computer man braucht, wo man gerade ist, was man früher schon alles gekauft hat und was das System über das eigene Einkommen schätzt. Das Resultat ist dann, verschiedene Personen sehen für das gleiche Produkt im gleichen Moment andere Preise. Zusammengefasst könnte man sagen, beim dynamischen Preis fragt das System, was ist diese Sache gerade wert? Und beim persönlichen Preis geht es mehr darum, was kann dieser Mensch dafür etwa zahlen. Ich wollte als nächstes wissen, wo gibt es denn das schon? Zahlen heute wirklich verschiedene Leute verschiedene Preise für das Gleiche? Der Präsident von Delta Airlines, der grossen amerikanischen Fluggesellschaft, der Glenn Hauenstein, hat an einem Investorenanlass etwas Interessantes gesagt. Delta arbeitet mit künstlicher Intelligenz an seiner Preisgestaltung. Am Investor Day im November 2024 hat er gesagt, das Ziel sei ein Preis, der nur für das jeweilige Individuum ersichtlich sei. Und im Juli 2025, im Earnings Call, hat er bestätigt, rund 3% der Inlandflüge werden bereits heute so verkauft. Bis Ende 2025 will Delta das auf 20% ausbauen. Wo daraufhin ein paar US-Senatoren kritische Fragen gestellt haben und wollten wissen, was das genau bedeutet, hat Delta das aber energisch abgestritten. In einer offiziellen Antwort schreibt Delta, es gäbe kein Preisprodukt, das Kunden mit individuellen Preisen auf Basis von persönlichen Daten ansprechen. Die Preise richten sich nach dem Markt, nicht nach der Person. Wir teilen auch keine persönlichen Daten mit dem Technologiepartner. Wem soll man jetzt glauben? Dem Präsident von Delta oder der Presseabteilung? Item. Es gibt einen anderen Fall, wo man tatsächlich nachgemessen hat.
In den USA gibt es einen grossen Hauslieferdienst für Lebensmittel, Instacart. Man bestellt online seine Kommern und jemand bringt das dann zu einem heim. Die amerikanische Konsumentenorganisation Consumer Reports hat einen Test gemacht. Da haben über 400 Leute mitgemacht. Alle haben zur gleichen Zeit die gleichen Sachen im gleichen Online-Shop bestellt. Das Ergebnis? Bei etwa 3 von 4 Produkten haben verschiedene Leute verschiedene Preise gesehen. Beim einzelnen Produkt war der Unterschied bis zu 23% höher. Ein Beispiel: ein Dutzend Eier sind gleichzeitig zu 5 verschiedenen Preisen angezeigt worden. Auf Anfrage von Consumer Reports bestreitet auch Instacart, dass sich der Preis nach der Person richtet. Das ist ein Preisexperiment, sagt die Firma. Die Zuteilung sei völlig zufällig passiert, nach Produktgruppe und Ort, nicht nach persönlichen Daten oder nach Verhaltensdaten. Und die meisten Kunden sehen den Normalpreis. Wo in diesem Fall die Wahrheit ist, kann ich auch nicht sagen. Klar scheint aber, dass der Gleichpreis, den früher alle gesehen haben, das gibt es so gäng weniger. Verschiedene Leute zahlen für das Gleiche schon heute unterschiedliche Preise. Ob per Zufall oder gezielt, das ist die eigentliche Frage. Nach der Instacart-Geschichte hat übrigens die Firma diese Preisexperiment gestoppt. Jetzt hat mich noch Wunder genommen, wenn ein Preis irgendeinmal gezielt auf uns als Einzelperson fabriziert wird. Wie funktioniert das überhaupt? Von wo weiss ein System, was ausgerechnet ich zum Zahlen bereit bin? Das habe ich als nächstes angeschaut. Ganz so geheimnisvoll ist das gar nicht, habe ich herausgefunden. Das System braucht kein detailliertes Dossier von jedem von uns. Es reicht das, was man als digitale Spuren hinter sich her schleppt. Zum Beispiel, was für ein Modell Computer oder Telefon man braucht, wo man gerade ist, was man vorher gegängelt hat, wie lange man auf einer Seite bleibt, bevor man kauft. Daraus lässt sich ein Profil über uns als Person erstellen. Und zwar passiert das so schnell, dass das gemacht wird, bevor wir dort die Webseite angezeigt bekommen. Der Preis, den du dort siehst, ist nicht mehr einfach der Preis, den alle sehen, sondern der ist eine Schätzung. Die Schätzung, wie viel du eventuell zahlen würdest, bevor man den wegklickt. Simpel gesagt, dein Verhalten aus der Vergangenheit bestimmt den Preis, den du heute siehst. Und das Profil, das hier auf die Schnelle erstellt wird, über uns, wird gäng präziser. Je mehr dass man sich im Netz irgendwo anmelden oder ausweisen muss, das geht ja jetzt gäbig mit der EID, desto weniger anonym ist man unterwegs. Was heute nur relativ grob funktioniert, über Geräteinfo, Standort und Klickverhalten, könnte darum in der Zukunft noch viel direkter und genauer gehen. Und darum ist die Frage noch interessant, ist das denn per se etwas Schlechtes? Oder gibt es auch eine positive Seite? Fangen wir bei Delta an. Die haben zwar behauptet, sie würden keine individuellen Preise basierend auf persönlichen Daten herknüppeln. Aber sie haben zugegeben, für was sie künstliche Intelligenz unter anderem einsetzen. KI helfe, den Preis in beide Richtungen anzupassen. Uchen und achen. Das macht die Preise wettbewerbsfähiger. Und das käme am Schluss der Kundschaft zugute. Und bei Instacart war das Ganze ähnlich. Die haben gesagt, bei Produkten, die für die Leute wirklich wichtig sind, wie Milch oder Brot, sehe manche Kunden eher tiefere Preise. Höher ging es nur bei Zeugen, wo es nicht so darauf ankommt, wie zum Beispiel ein spezielles Craft-Bier oder so. Das ist das Kernargument der Branche. Bei meiner Recherche bin ich auf einen Begriff dafür gestossen, das Robin Hood-Prinzip. Wer mehr kann zahlen, zahlt mehr. Wer weniger hat, zahlt weniger. Dazu 2 Beispiele. Das erste kommt von der amerikanischen Regierung selber. Die hat im 2018 in der OECD geschrieben, dass persönliche Preise gar nicht so schlecht für die Kundschaft seien. Weil das so der Wettbewerb ankurbelt. Und eine neuere Studie von 2 Wirtschaftsprofessoren geht sogar noch weiter. Sie hat mit echten Feldversuchen gezeigt, persönliche Preise haben der Mehrheit der Kundschaft genützt. Gleichzeitig ist aber trotzdem auch der Gewinn der Firma gestiegen.
Konkret wird also behauptet, jemand, der sich das Produkt zum vollen Preis gar nicht leisten kann, bekommt es dann eventuell zu einem tieferen Preis angeboten. Wenn das wirklich so funktioniert, ist das ja nicht unbedingt eine schlechte Sache. Aber wird es wirklich so gehandhabt? Das habe ich mich logischerweise als nächstes gefragt. Und dabei bin ich auf ein paar kritische Stimmen gestossen. Die OECD selber warnt. Wer nicht weiss, wie so ein System den Preis zusammenstellt, der weiss auch nicht, wie man das austrickst. Zum Beispiel mit Cookies löschen, ein anderes Gerät brauchen, auf einer zweiten Seite nachschauen. Das machen vor allem die sich auskennen. Wer das nicht kann, weil er älter ist, weniger Zeit hat oder einfach gutgläubig allen vertraut, der zahle den Preis, der als erstes angezeigt wird. Und der zahle ich darum häufig drauf. Und es kann sogar noch weitergehen. Wenn man einen höheren Preis einfach gutiere, ohne zu täubeln, dann merke sich das System und zeigt einem das nächste Mal wieder einen höheren Preis an. Die OECD sagt dem die Treuebusse. Eine Spirale gegen oben. Wer nicht stempelt, zahle ich gegen mehr. Und noch etwas kommt dazu. Die OECD stellt sogar die ganze Robin Hood-Logik in Frage. Es heisst ja häufig, wer mehr zahlt, subventioniert die weniger zahlen. Ein faires Nullsummenspiel, sei das, scheint's. Nur, genau das bezweifeln die Kritiker. Die Annahme, dass Rabatt für die einen durch höhere Preise von den anderen ausgeglichen wird, entspreche eben nicht der Realität. Mit anderen Worten, es findet eben keine Umverteilung statt. Es bleibe beim zusätzlichen Profit für die Anbieter. Unter dem Strich zahle die Kundschaft als Ganzes mehr, nicht weniger oder gleich viel. Das ist Kritik, wie ich sie in den USA und in der EU gefunden habe. Aber wie sieht es eigentlich bei uns in der Schweiz aus? Gibt es da überhaupt jemanden, der bei uns genauer auf die persönlichen Preise heranschaut? Der grösste Online-Händler der Schweiz ist Digitec Galaxus. Fast 500.000 Produkte haben die im Sortiment. Bei meiner Recherche bin ich auf einen Blogbeitrag auf ihrer eigenen Webseite gestossen. Dort schreiben sie ganz offen, ja, unsere Preise ändern sich. Bis zu 5-mal am Tag. Gesteuert durch einen eigenen Algorithmus, der die Konkurrenz beobachtet. Aber ihre eigene Erklärung sagt auch, der Preis sei zu jedem Zeitpunkt für alle gleich. Ganz schnurzegal, mit was für einem Computer das man auf ihrer Webseite surft. Ganz egal, wie oft man ein Produkt schon angeschaut hat. Sie haben kein personalisiertes Pricing, schreiben sie. Also dynamisch ja, persönlich berechnet nein. Gleich ist das Bild bei Zalando. Der kostet gemäss einem Artikel im Beobachter zum Teil Schuhe, je nach Grösse, unterschiedlich viel. Die meistverkaufte Grösse, bei den Frauen etwa 39, bei den Männern 42, sind manchmal teurer. Wichtig, das sind aber noch nicht persönliche Preise, wie wir das besprochen haben. Jeder mit Schuhgrösse 42 zahlt den gleichen Aufpreis, unabhängig davon, wer er ist und wie viel er verdient. Aber es zeigt, der alte Grundsatz, ein Artikel hat einen Preis, gilt auch bei Schweizer Online-Händlern nicht mehr. Das Schweizer Beispiel für eine konkrete, persönliche Preiszusammensetzung habe ich bei meiner Recherche nicht gefunden. Auch kein Schweizer Bude, der das öffentlich gemacht hat oder was aufgeflogen wäre. Das heisst aber nicht, dass es das nicht gibt. Nur belegen kann ich es nicht. Bleibt die Frage, wer der Schritt zum persönlich berechneten Preis überhaupt erlaubt in der Schweiz? Hier kommt das Datenschutzgesetz ins Spiel. Seit September 2023 gilt bei uns das revidierte Datenschutzgesetz. Die Logik ist genau umgekehrt zur EU. Bei uns ist die Bearbeitung von Daten grundsätzlich erlaubt. Nur in bestimmten Fällen ist das heikel. Zum Beispiel, wenn eine Firma Daten braucht, obwohl man das ihr ausdrücklich verboten hat. Oder wenn besonders sensible Daten, etwa zur Gesundheit, an Dritte weitergegeben werden. Für alles andere gilt, erlaubt, solange es verhältnismäßig bleibt und transparent gemacht wird.
Zum Vergleich, in der EU gibt es das schon seit 2022. Die Omnibus-Richtlinie verpflichtet Händler, ihre Kundschaft zu informieren, wenn ein Preis automatisiert und individuell berechnet ist worden. In den USA laufen derweil in mehreren Bundesstaaten Gesetzesvorlagen, die persönliche Preise ganz verbieten. Bei meiner Recherche habe ich keine Regeln gefunden, die persönliche Preise in der Schweiz ausdrücklich verbieten. Und auch keine, die eine Offenlegung verlangt. Ob das wirklich abschliessend so ist, müsste aber ein Jurist beurteilen. Aber als Laie ist mein Eindruck, diese Lücke ist da. Und der Preisüberwacher? Der ist zwar aktiv, aber nur bei Firmen, die eine Art Monopol haben oder wo kein echter Wettbewerb vorhanden ist. Zalando, Galaxus oder eine Airline, die haben Konkurrenz. Man kann wechseln. Genau das schliesst laut Gesetz darum eine Zuständigkeit des Preisüberwachers aus. Kurz noch zum stationären Handel, weil das etwa noch ein Thema ist. Migros, Coop, Lidl und Aldi haben ihre Regale schon lange mit elektronischen Preisschildern ausgerüstet. Aber ein Regal erkennt niemand. Diese Technik macht höchstens dynamische Preise möglich, nicht persönliche. Und selbst das machen die 4 laut eigenen Aussagen nicht. Die Schilder werden einfach über Nacht, wo nötig, angepasst. Tagsüber werde höchstens mal der Preis für Waren gesenkt, die gleich einmal ablaufen. Zusammengefasst könnte man also sagen, online wie auch im Laden selber, persönliche Preise sind in der Schweiz nie belegt. Aber verboten sind sie eben auch nicht. Der Unterschied zu den USA ist eher, dass hier die Sache in der Öffentlichkeit debattiert wird. Hier wird geklagt, untersucht, debattiert. In der Schweiz ist bis jetzt noch Stille im Holzofen. So, und jetzt wie gäng noch zu meiner persönlichen Meinung zum Thema. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Ihr wisst ja, Vogunten ist zu 100% unabhängig und rein zuschauerfinanziert. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Jetzt zu meinem Kommentar. Für mich hängt das ganze Thema rund um persönliche Preise mit etwas Grösserem zusammen. Wir werden gäng mehr identifiziert. Die E-ID ist ein Beispiel. Die viel diskutierte Anmeldepflicht im Internet ein anderes. Dazu kommen gäng mehr Überwachungskameras mit biometrischer Erkennung, Satellitenortung und so weiter und so fort. Der Trend geht offensichtlich in eine Richtung: die Aufhebung von der Anonymität. So, dass man gut identifizierbar wird. Darum habe ich noch ein paar ganz konkrete Sachen gesucht, was ich dagegen machen kann. Erstens, die eigene Spur im Internet ab und zu löschen. Weil jede Webseite speichert ein kleines Informationspäckchen über mich auf meinem Computer. Denen sagt man Cookies. So weiss eine Webseite, hey, der oder die war schon mal hier und hat sich das und das angeschaut. In den Browser-Einstellungen gibt es dafür einen Knopf, der heisst vielfach Browserdaten löschen oder Verlauf löschen. Wenn man das regelmässig macht, dann kennen einem die Webseiten ein bisschen weniger genau. Oder noch besser, viele Browser haben scheinbar dazu einen sogenannten privaten Modus schon fertig eingebaut, den man nur einschalten muss. Und dann passiert das Löschen von einem Teil von seinen Spuren automatisch. Zweitens, nicht beim ersten Preis zuschlagen. Den gleichen Flug oder das gleiche Produkt nochmal an einem anderen Ort anschauen. Zum Beispiel auf dem Handy der Ehefrau. Wenn dann ein anderer Preis angezeigt wird, dann weiss man wenigstens, woran man ist. Und dann noch drittens, ein VPN nutzen. Das versteckt, von wo dass ich gerade surfe und macht es darum einem System schwieriger, meine Spur an einem Ort oder an einem gleichen Internetanschluss zuzuordnen. Alles das ist keine Hexerei. Es geht einfach darum, dass man die eigene Spur wieder ein bisschen undeutlicher macht. Aber, was weiss ich schon? EDV habe ich ja nicht studiert, als ehemaliger Badmeister. Jetzt würde ich gerne wissen, was macht ihr, um eure Datenspur ein bisschen zu vernebeln? Oder macht ihr das gar nicht? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin gespannt. Et voilà!
Dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Also, merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!